Ja, wir kommen da auch aus dem Bayerischen Wald. Ne? Da war ja letztes Jahr dieser schöne Tag. Im Sommer. Der Samstag da, ne? Genau. Und ja, also ich weiß jetzt nicht, bei Runding war es ein Samstag. Ich weiß jetzt nicht, was bei euch war. Aber ja, da war es schon, ne, war es richtig heiß, 23 Grad. Was du sagst, da ist T-Shirt oben. Und nein, das war wirklich ein richtig so ruhiger Samstagnachmittag. 3 Wolken am Himmel, also ein laues Lüftlein hat geweht. Es war einfach schön. Meine Nachbarn haben ja rausgesessen, die haben einen Käsekuchen gegessen. Die haben am Wochenende die immer chillen und relaxen. Nein, die arbeiten Schicht bei der Siemens und die brauchen einfach am Wochenende ein bisschen Ruhe. Und dann haben wir, ich denke, das ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, dass ich mit dem Dampfstrahler die Waschbeton platen. Ja. Nein, ist so, Waschbeton muss man waschen, ist ja im Namen schon drin. Ne? Und dann habe ich da ein 2-komponentiges Reinigungssystem, habe ich selber entwickelt. Da habe ich zuerst da Krallen, also Kryling, ein Sen Dampfstrahling. Ne? Zuerst da also Krallen, dann Dampfstrahlen, das haben wir bei der professionellen Zahnreinigung, haben wir das angeschaut vom Dr. Salzberger. Ne? Und nachher da bin ich so am Boden gegangen und habe gekrallt. Ne? Und weil ich so gekrallt habe, da ist meine Frau von der Tür rausgekommen und hat mir diese Frage gestellt. Und die Frage, die ist aus dem Nichts gekommen. Nicht die Frage ist aus dem Nichts gekommen. Meine Frau ist von der Tür rausgekommen. Die hat dann zu mir gesagt, bist du mit unserer Beziehung noch zufrieden? Und dann habe ich genau gewusst, jetzt muss man gut überlegen, was ich da antworte, weil das kann eventuell gegen mich verwendet werden. Vielleicht nicht gleich, aber in 30 Jahren. Und dann habe ich gesagt, wie kommst du darauf, dass ich nicht zufrieden bin? Dann hat sie zu mir gesagt, ja, in letzter Zeit bist du so unausgeglichen. Ich habe gesagt, was heißt denn, also ich war mein ganzes Leben, ich war noch keinen einzigen Tag ausgeglichen. Das ist ganz normal. Dann hat sie gesagt, ja, in letzter Zeit bist du besonders unausgeglichen. Ich habe gesagt, wie kommst du da drauf? Ja, weil da der Vorfall war mit dem Backeldienstfahrer. Dann habe ich schon gewusst, woher der Wind weht. Ja, also, er provoziert ja mich seit Jahren. Ja? Wir haben ein gutes Verhältnis gehabt. Der ist einmal in der Woche gekommen, hat sein Backel gebracht, da bin ich der Letzte, der da ein Problem hat. Ne? Und ich finde, jeder Mensch braucht seine Arbeit. Ne? Aber das war noch in Ordnung. Mittlerweile kommt er jeden Tag und hat so einen Haufen Backel dabei. Und teilweise 2 Tage später holt er es wieder ab. Ne? Also, ich habe das System noch nicht kapiert, auf jeden Fall. Stell dir mal halt immer direkt vor die Haustür hin. Und mein Tag beginnt damit, ich gehe für die Tür raus und dann bläscht es mir erst einmal über die Backel drüber. Ne? Und ich habe es ihm schon oft erklärt, habe ich gesagt, da, ich stelle es halt daneben hin, aber er ist beratungsresistent und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass er es auch absichtlich macht. Ich will jetzt nicht verraten, für welchen Backeldienst das er fährt, aber wenn er in den Hof reinkommt mit seinem gelben Auto, gell, kann die schon ausflippen. Wir haben ein Verhältnis mittlerweile wie vom Stierkampf in der Arena drin. Ne? Er ist der Matador, der hat auch so eine gescheckerte Joppen an und der Fahne hat er auch immer. Ne? Und ich bin der Stier, ne? Also der blöde Ochs in dem Fall. Ich warte immer schon, so warte auf ihn. Ich will nur irgendwann erwischen schon mal. Und dann will ich ihn auf die Händel aufspießen und dann von den Nachbarn auf den Käsekuchen rauf. Aber immer, wenn ich kurz davor bin, dass in der Klang, ne, dann haut es mir über die Backel drüber. Dann liegst du zwischen die Backel drin, ne, und vom Amazon, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, da haben so Gesichter dann noch oben. Dann liegst du schon auf die Waschbetonplatten oben und dann lacht dir das Backel auch noch aus. Ne. Und wenn ich den Menschen sehe, der was da die Kontrolle über sich behalten kann, dann hat meine Frau zu mir gesagt, man kann doch nicht einfach so einem wildfremden Menschen 2 Tage in die Schupfeier spielen. Also, so kein wildfremder Mensch, das ist der Schubauer Luck vom Nachbardorf, den kenn ich ja. Ne? Dann hat sie zu mir gesagt, du bist rücksichtslos, hat sie zu mir gesagt, rücksichtslos. Ich habe gesagt, du redest schon genauso wie mein Fahrlehrer, ne, von der Nachschulung da. Der sagt einmal, ich bin rücksichtslos, weil ich in den Rückspiegel nicht reinschaue. Aber ich fahre immer, wo es das Auto hergibt, volle Geschwindigkeit, da kann ich da nicht in den Rückspiegel reinschauen. Da kommt mir keiner nachher. Ne? Nein, du musst, wenn du zu schnell fährst, dann musst du nach vorn schauen. Ist ja klar, nicht, dass die blitzen. Nicht? Das lernt man nicht in der Fahrschule. Ja, und auf jeden Fall, rücksichtslos, du musst rücksichtsvoll sein in einer Beziehung. Ne? Also, was viele nicht wissen, eine Ehe kann zerbrechen. Ja, im Gegensatz zu einer Feuerwehrkameradschaft. Es ist einfach so, wenn man zu zweit so jetzt mal auf über einen längeren Zeitraum gezwungen ist, zusammen zum Leben, dann ist ja oft,
dann kommen irgendwann einmal Themen. Weil Hygiene, das kommt dann. Ne? Ja. Ist oft so, wenn zwei Personen zusammenleben, ist oft so, ne, eine Person, die ist sehr hygienisch und er ist wurscht. Ja. Meine Frau sagt immer zu mir, da schaut mal die Waschbecken an, das ist sauber und das gehört an Saubern. Ja. Aber ich habe keine so eine elektrische also mit der Batterie, ich habe nur einen richtigen, so einen, mal so machen wir, ne? Und ja, und das Zahnpasta, das bleibt ja nicht drin im Mund. Das arbeitet sie 4 über Zahnbürsten, ne? Dann hast du die ganze Hände weiß, so fängt es an. Dann rinnt's runter, ne? Da ist er extra, da in der Hand drin die Furche, ne? Da rinnt's runter, dann da. Da sieht man es noch schön. Ich erzähl keinen Schmarrn nicht, ne? Und dann sammelt er sich da herunten am Sammelpunkt und da bildet sich dann, und dann ist das wie eine Tropfsteinhöhle. Und das ist ohne Schmarrn, ne? Und dann ist das, da wächst irgendwann vom Waschbecken unten die Stalaktiten von unten gegen. Und das ist, wenn ich dann Vierte bin, mit dem Zähneputzen, da ich oft noch mit dem Langhaarschneider meine 5 Barthaare wegrasieren. Und die fliegen dann runter, ne? Und die gehen dann mit diesen Stalaktiten eine unzertrennbare Legierung ein. Und dann, das schaut dann genauso aus, weil von der Eisdiele vorne, wie heißt denn das Eis, das Stracciatella, genau so schaut's aus. Ne? Ich kann's nicht mehr essen, ganz ehrlich. Also, wenn das sehe, mich graust's richtig. Ne? Wow. Nein, ich ist ein Schlumpfeis. Da weiß ich, was drin ist. Blei vorn, der Zucker. Weißt du, da bin ich auf der sicheren Seite. Ja, und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, ist dir das aufgefallen, dass das Waschbecken in letzter Zeit, dass das sauber ist? Und dann hat sie gesagt, ja, sie wollte mich schon mal drauf anreden, ne, weil ich das mache. Und dann habe ich gesagt, naja, ich habe da so einen Trick. Ne? Ich warte, bis der Wind weht und dann gehe ich am Balkon raus und dann rasiere ich mich am Balkon draußen. Und dann tragt der Wind, das himmlische Kind, nimmt dann die Stoppel mit, tragt es um mich, zu den Nachbarn um mich, ne? Haben Casco-Raffe oder Latte Macchiato haben sie auch auf die Stoppel genommen. Und dann hat sie gesagt, ja, aber das Zahnpasta sagt auch keins mehr. Ich habe gesagt, ja, das Zähneputzen, das habe ich aufgehört. Nein, wegen der Hygiene, ne, dass es halt sauber ist. Und, ja, das hat ihr schon gefallen. Also da, nein, ich schaue schon. Ich da wirklich in die Beziehung ständig investieren. Ich habe letztes Mal, wir haben uns immer gestritten, Dienstag auf die Nacht. Und man denkt, habe ich das analysiert, warum streiten wir uns da? War ist unser Fernsehabend, ne? Und auf das habe ich dann den 2. Fernseher gekauft. Und seitdem, jetzt schauen wir auf unterschiedliche Stockwerke und wir streiten uns nicht mehr. Ne? Gut, am Land draußen da geht das, weil da hat man einfach mehr Platz, ne, also in der Stadt drin. Ne, da, wenn du jetzt in einer Großstadt wohnst, wie in Straubing, ne, habe ich schon oft gehört, da gibt es zum Teil, dass du zu zweit auf unter 250 Quadratmeter wohnen. Ne. Na, da ist der Ärger vorprogrammiert, ist ja klar. Ne, und nein, das ist ja nicht artgerecht. Und ja, aber das jetzt, das mit dem kleineren Wohnen, das wird jetzt immer aktueller. Auch in Runding, ne? Wir haben jetzt dann ein Neubaugebiet gekriegt. Also ich bin selber schuld, ich habe die Wies verkauft. Ich habe mir nie gedacht, dass die Wies jemand haben will. Ne? Das war so eine kleine, die hat man gar nicht gesehen. Da fast, wenn du jetzt so mit 120 durchs Dorf durchfährst, ne? Das war die Wies, also, ne, vielleicht von der Größe her 25.000 Quadratmeter maximal. Ne? Dann, da ist der Steidlwirt, das Wirtshaus, dann geht es da ins Dorf führen und da ist die Wies. Ne? Ja, und dann hat der Investor von Minga, der hat dann gesagt, ja, er darf die Wies kaufen. Da habe ich gedacht, ja super, was darfst du denn zahlen? Da hat er gesagt, ja, 25.000 Quadratmeter, er zahlt 25.000 Euro. Habe ich sofort eingeschlagen. Ne? Jeden Tag steht ein Blät drauf. Dass das dann Baugebiet wird, das habe ich nicht gewusst hinterher. Da muss man sich vorstellen, haben die aus den 25.000 Quadratmeter haben die 11 Bauplätze gemacht. Ne? Lauter so ganz klein, so. Also der Kleinste, der hat schon 18 Quadratmeter. Weil ich gesagt, wir wissen da kannst du nicht mal mit einem Mähdrescher drin umdrehen. Geschweige denn ein normales Leben führen. Ne? Ja gut, der Kleinste, also der ist noch nicht weg, der ist noch nicht verkauft, aber von den anderen 10 Bauplätzen, da steht überall schon ein Haus um. Und das ist das Schöne, das sind lauter gleiche, traditionelle bayerische Toskanerhäuser. Ne? Nein. Richtig, also ein paar Leute im Dorf sagen, das ist ein bisschen eintönig, aber mir gefällt das. Das ist richtig schön einheitlich, in einer Flucht.
Und die Maurer, die waren auch total begeistert. Ne? Die haben gesagt, beim Arbeiten war es super, weil wenn du beim 4. Haus bist, kennst du dich nicht mehr aus, ne? Schaust hinter. Ja. Oder, ne, die holten alle zusammen, da haben sie sich einen gemeinschaftlichen Gartenzaun, haben sie eine GG, eine Gemeinschaftsgabione, eine richtig schöne. In der Mitte hat einer nicht mitgemacht. Gut, der Professor von Nürnberg, ne, der Mathematikprofessor in Ruhestand, der ist ein bisschen öko, der wollte keine Gabione nicht haben, der wollte eine Haselnuss stauen. Wo mir ich dann auch gedacht habe, wenn jetzt einer da das ganze Leben lang so mit dem Rechnen beschäftigt ist, dann müsste sich doch der eigentlich im Kopf drin ausrechnen können, dass wenn das Wirtshaus ist, ne, und da die Straße ins Dorf führen geht und auf der Hälfte vom Weg steht der Haselnussstaun. Ne. Ich will das jetzt nicht ausführen, ne, aber ich glaube, ihr versteht es mich schon, ne, da dann am nächsten Tag. Genau. Und ja, und da ist immer uns, ja, das ist ja wirklich ein Öko, ne, der hat nicht einen Vorgarten nicht geschottet, weil es gehört. Der hat einen Blühstreifen, also kein Blühstreifen, sondern einen Blühstreifen. Habe ich noch nie gesehen. Das ist, wenn man einen Rasen 2 Wochen nicht mäht. Ich weiß, das ist eigentlich unmöglich, aber es gibt tatsächlich, also hat schon Leute gegeben, die das nicht gemacht haben. Und dann werden da so Blumen heißen die und die ziehen die Insekten so her. Ne? Weil wir so, jetzt haben wir endlich so weit, dass wir die Insekten abgebracht haben, jetzt zieht es wieder her. Ne? Stell dir vor, der wohnt direkt neben dir, so eine Nacht, dann kannst du die ganze Nacht mit dem Roundup Gummi schieten, dass du die armen Bienen erwischt. Ne? Nein, und da gehen wir immer heim, der Toni und ich, da haben wir uns, das ist unser Nachhauseweg, Gemeinschaft, der Toni von der Feuerwehr, Kommandant und ich. Und da haben wir dieses Spiel entwickelt, weil es halt 10 Häuser sind mit 10 Briefkasten, haben wir da spielen wir immer das 10 kleine Jägermeister, das Spiel halt, ne? Und das Lehrgut haben wir dann immer, genau, verteilen, gerecht verteilen. Und da waren wir schon beim letzten angekommen, da sagt der Toni zu mir, da schau mal hin, jetzt bauen sie auf den 11. Bauplatz, wird auch noch hingebaut. Tatsächlich ist eine Baubude oben gestanden. Aber jetzt kein so, wenn man es kennt, eine Baubude nicht mit einem Blechverschluss, sondern das war richtig aus Holz, ne, ein Lärch aus Holz, schön und Haustier dort. Isolierte Fenster, gell, in der Baubude drin. Ich habe gesagt, das ist schon. Ne? Ich habe gesagt, schau mal hin, Toni, was du heute hinstellen musst, dass die Handwerker überhaupt noch auf die Baustelle kommen. Ja. Ich habe gesagt, da darf ich jetzt schon gerne reinschauen, ne? Weil es mich einfach interessiert, weil die drin ausschaut, die Bude. Naja, und dann, gut, wir haben einen Schlüssel haben wir keinen gefunden. Aber der Toni ist ja von der Feuerwehr. Haben wir gleich drin. Und nein, das kann man auch wieder richten. Auf jeden Fall. Drin ist es so weitergegangen, da war eine richtige Küche, also sowas habe ich noch nicht gesehen, eine richtige Einbauküche. Der Toni hat Zigaretten am Boden ausgedruckt. Dann sagt er zu mir, da schau mal am Boden runter, da liegt der Teppichboden herin. Ne? Ein weißer Teppichboden in der Baubude. Ne? Praktisch war es schon, weil wir haben ganzen Show voller Coke gehabt. Schuhe voller Koat und da war der gleich nicht mehr weiß. Auf jeden Fall. Ja, und dann hat es so gesurrt in der Baubude drin, so. Und dann haben wir gemeint, dass der Kühlschrank ist. Ne? Weil ich habe schon gesagt, schauen wir mal sicherheitshalber in den Kühlschrank rein, nicht, dass irgendwas drin ist, was kurz vorm Ablaufen ist, dass wir das noch retten können. Und dann haben wir einen Kühlschrank aufgemacht, der war geschoben voll, der war voll, aber war nichts drin. Nicht? Da war Wurst und Fleisch reingehört, da war der Veggie drin und unten, in die unteren 4 Schächte, wo halt das Bier drin ist, da war der Mate-Club, oder wie das geheißen hat. Ja, haben wir den Stromstecker ausgezogen, dass der nicht umsonst rennt die ganze Nacht. Du musst ein bisschen auf die Umwelt schauen, Nachhaltigkeit. Ne? Ja, und dann aber das Surren ist nicht weggegangen. Da haben wir gedacht, ja, aber dabei ist noch eine Waschmaschine gerannt. Und also, ich habe gesagt, das wird ja immer bunter. In der Baubude eine Waschmaschine und vor der Waschmaschine war ein Wäschkorb mit einer Unterwäsche. Dann ist der Toni so drüben gestanden, hat reingeschaut und da hat er gesagt, ja, also er ist jetzt kein Fachmann nicht, aber also für einen Maurer ist das nichts. Das waren so kleine Hoserler, ja. Wir waren halt ein bisschen auch mit dem Spiel, wir haben halt ein bisschen eine Gaudi auch gehabt, da hat sich halt jeder eins aufgesetzt. Ne? Mein Gott, und ja, dann haben wir
ein bisschen gesungen, das rote Pferd. Ja, weißt du, so ein bisschen eine Gaudi kann man, einmal unter der Woche kann man noch eine Gaudi haben, oder? Ne? Dann haben wir so umeinander gehupft, ne? Die ganze Bude hat gewackelt. Dann haben wir noch 2 Tiere gefunden. Beim umeinander hupfen waren hinten auf einmal, da war der erste Tier, da war ein Klo drin, aber kein Dixie, gell? Das war ein richtig ein sauberes Klo, dass du sagst, Hut ab, mit einem Papier, alles da gewesen, ne? Und in dem anderen Zimmer, ne, da waren dann diese, es gibt's mir jetzt glauben oder nicht, aber da waren dann diese 2 Personen drin. Ja, Obdachlose wahrscheinlich, habe ich gesagt. Die was sich da einen illegalen Zutritt verschafft haben. Ne, dann habe ich gleich das Leder aufgetragen, habe ich gesagt, so habe ich euch erwischt als 2. Die haben gleich so sie ist im Bett gelegen, sie hat gleich gesagt, Polizei. Da habe ich gesagt, da nicht runter. Ich hol doch jetzt da nicht Polizei. Ja, ein wenig so eine Lappalie da. Nein, da bin ich der Letzte. Der was da, ne, jeder Mensch hat das Recht auf ein Dach über den Kopf. Da bin ich der Letzte, der eine Anklage macht gegen so einen Menschen. Gell? In einer Notsituation. Da habe ich gesagt, ja, und da ist mir das eingefallen, dass ich die Unterhosen noch am Kopf gehabt habe. Ne? Ja, mei. Freilich haben sie was Obdachlose, aber geschämt haben wir trotzdem. Ne? Da habe ich gleich die Unterhosen runtergezogen. Da habe ich gleich zum Toni gesagt, Toni, da die Unterhosen runter. Ne? Die am Kopf natürlich. Wahnsinn, ne? Dann habe ich gesagt, jetzt zieht euch zuerst einmal an, ne? Ich habe gesagt, ich darf ja gar nicht hinschauen, ne, von daheim aus. Und nein, ich habe gesagt, jetzt zieht euch, ich gehe jetzt erst in die Kirche, habe ich gesagt, ich mache uns einen Kaffee und dann bereden wir das alles einmal, ne? Kann man da drüber reden, ne? Und dann, nein, das waren recht nette Leute, ne? Die waren von einer Kirche, haben die Vierer gekommen und Heiligen Blut, Holy Blood und nachher New Church, Holy Blood. Und die haben sie da, die haben den Baugrund gekauft, haben sie mir dann erzählt. Ne? Dann habe ich gesagt, du jetzt ganz ehrlich, nur unter uns, was habt ihr denn da gezahlt? Da hat er zu mir gesagt, ja, 18 Quadratmeter, er hat gezahlt 125.000 Euro. Da habe ich gesagt, du bist ja wahnsinnig. Hat er gesagt, ja, er hat es gar nicht glauben können, dass es so günstig ist. Ne? Jeden Tag steht ein Blät drauf, hat er zu mir gesagt. Ne? Ja, und dann habe ich gesagt, wann fängt es noch an mit dem Bauen? Da sagt sie zu mir, sie sind schon fertig. Da habe ich gesagt, was ist, habe ich gar nicht gesehen. Da bin ich nochmal ans Fenster für. Da habe ich gesagt, ja, du, ich sehe da nichts draus. Toni hat gesagt, schau du aus, ich sechst oder was? Ne? Und dann war der Vorstand, hat die Frau zu mir gesagt, nein, das da herin, das ist das Haus. Wahnsinn, haben wir gelacht. Ne? Du musst erstmal auf so einer Situation, wenn du da erwischt wirst als Obdachloser, ne, dass du da auch noch so einen Witz machst. Ne? Nein, ich gesagt, mit so einem Humor, ne, da musst du direkt ins Fernsehen rein, zu dem Grünmann oder so, Schwarzwald, weil die heißen, genau. So, jetzt da ist jetzt schnell, ich darf einen Stimmungswitz erzählen, dann habt ihr kein Delay nicht drin vom Locher her. Stimmungswitz. Da habe ich in Schwabing gespielt, ne, also nicht gespült, sondern gespielt. Da bin ich in der Pause rausgegangen, weil ich da immer passiv rauche. Da ist der Vorradlfahrer vorbeigeschoben. Da habe ich gesagt, wieso fährst du nicht? Da sagt er spielt bei den 60er, er darf nicht aufsteigen. Ja. Sorry. Jetzt kommt ein Lied, da geht es um eine, man kann sagen, um eine Liebkosung, die was bei uns heimisch ist. Bockel Dusch. Das ist, wenn man sie gern hat, hat man mit dem Kopf ein bisschen zusammen. Bei uns ist es halt so, da kann man halt im Bayerischen Wald sage ich immer, da ist die Zuneigung, die kann man oft nicht so sagen. Da haut man mit dem Kopf zusammen, da weiß jeder Bescheid. Ich liebe dich.